hinter der schwarzen Tür, Larissa Zorina. In einem Land hat ein Mensch ein Verbrechen begangen. Er wurde gefangen genommen und zu dem König des Landes gebracht. Sein Verbrechen stand unter Todesstrafe, aber der König bot ihm an, dass er sein Schicksal selbst wählen könne. Entweder gehängt zu werden oder hinter eine große, schwarze, hässliche Tür zu treten. Der Verbrecher überlegte kurz und entschied sich dann für den Galgen. Als der Strick schon auf seinem Hals lag, fragte er plötzlich: Ich bin neugierig, was ist drüben hinter dieser Tür? Der König lachte: Weißt du, es ist sonderbar. Alle stelle ich vor die Wahl und alle wählen den Galgen. Gleichwohl, was ist hinter der Tür? Beharrte der Verbrecher. Ich will das sowieso niemandem verraten können, er deutete auf den Galgen. Der König schwieg und antwortete dann: Dort ist die Freiheit. Aber die Menschen haben so eine große Angst vor dem Ungewissen, dass sie den sicheren Tod wählen. Liebe Toastmaster und werte Gäste, zwei Hauptängste des Menschen sind wohl allen bekannt: die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem öffentlichen Auftritt. Ich wette, dass die Angst vor dem Ungewissen noch größer ist. Woran liegt das? Ich verbinde es mit der sogenannten Komfortzone. In unserer Komfortzone ist uns alles bekannt, alles vertraut. Hier wissen wir ganz genau, wann und wie welche Dinge funktionieren. Hier ist meine Komfortzone, hier bin ich König. Morgens Frühstück und mit Kaffee, tagsüber für gewöhnlich Büro, abends dasselbe Lokal auf ein Bierchen, nachts um 11 Uhr pünktlich ins Bett. Wenn man aus der Komfortzone heraustritt, trifft man sofort auf den Ungewissen. Was steckt dort hinter dieser großen, schrecklichen Tür? Was, wenn dort etwas Schreckliches mir passieren wird? Was, wenn meine Welt untergeht? Was, wenn ich dort für immer bleibe? Nein, dann lieber der Galgen, weil hier ich ganz genau weiß, was mich erwartet. Welche Vorteile bringt uns die Bestimmtheit? Also Ruhe, Ordnung, die Zukunft ist verplant und überschaubar, Stabilität, Stillstand. Klingt das spannend? Ich glaube nicht. Schauen wir jetzt nun genauer hin. Was steckt hinter dieser großen Unbestimmtheit? Jede Menge Möglichkeiten. Sie können selbst wählen, was Sie möchten. Nichts ist verplant. Es gibt keine Erwartungen, deswegen keine Enttäuschungen, auch keine Verluste. Wenn man nichts erwartet, dann verliert man auch nichts. Und wer aus der Komfortzone springen kann, hat weniger Stress im Leben, weil die Komfortzone größer wird. Aber warum? Wählen wir immer wieder die verplante Bestimmtheit. Und dann beklagen wir uns immer wieder, dass unser Leben nicht besser wird. Aber wissen Sie, um etwas Neues zu erhalten, müssen wir Dinge tun, die wir vorher nicht gemacht haben. Also aus der Komfortzone gehen. Liebe Freunde, wenn Sie sich in der Komfortzone befinden, sind Sie kein König. Sie sind ein Sklave. Der Sklave der Situation, in welcher Sie sich befinden. Nur dort, in dieser Unbestimmtheit, sind Sie König. Hier steuern Sie selbst, hier entscheiden Sie selbst und erreichen, was Sie auch immer für sich ausgedacht haben. Nur ein bisschen mehr Mut, ein bisschen weniger Angst. Öffnen Sie diese unbekannte schwarze Tür. Ich habe auch ein bisschen Angst. Machen wir das also zusammen. Die Unbestimmtheit, öffnen wir diese
schwarze Tür, die Unbestimmtheit, hat viel Goldenes für uns bereit. Der Galgen muss noch eine Weile warten. Mr. President.